Kovčka sta morala biti res težka. Se je nekajkrat ustavila in položila na tla in si oddihovala, ter si ogledovala pročelja velikih hiš v Dolgi ulici. Snela je torbico, iz nje vzela listek, pogledala na hišno številko in nadaljevala hojo. Daniel je malo prej skozi okno opazoval vlak, ki je počasi vozil na postajo, potem je slišal sopihovanje lokomotive, ki se je ustavila, slišal je, kako sika in se stokajoče zavija v oblake pare. Bil je miren nedeljski dopoldan, na dvorišču je neki moški stepaval preprogo, ploski udarci so dvigovali oblake prahu, ki so gasili v hrupno pokašljevanje. Prišla je z dopoldanskim vlakom z Koroškega in z ulice zavila na dvorišče hiše z rdečo od časa obledelo in bombardiran razpokano fasado. Aus dem Roten Haus zogen einige aus, die ehemaligen Eigentümer hatte man delogiert, neue Bewohner kamen. Auch seine Familie war erst vor einigen Jahren vom anderen Ende der Stadt hierher gezogen, als dem Vater für seine Verdienste im Krieg. Tega romana na vsak način ima nekatere autobiografske elemente, so tudi zgodbe drugih ljudi v romanu, ljudi, ki sem jih poznal, so časopisne zgodbe. Vse je pomešano v nek kompleks, v atmosfero tistega časa. Ich möchte noch dazu einleitend sagen, dass Sem začel pisati ta roman že nekoliko pozabil. In meiner Erinnerung ist diese Atmosphäre, die ich damit geschaffen habe, sehr lebendig, obwohl ich sie in der Zwischenzeit, natürlich seit ich es geschrieben habe, schon darauf vergessen habe. Aber Zdaj, ko sem poslušal Prijateljevo branje, sem naletel na nekaj detajlov, ki se mi zdi, kot da je to knjiga iz nekega drugega davnega sveta. Aber jetzt beim Zuhören der Lesung bin ich auf ein paar Details gestoßen, die mir das Gefühl gegeben haben, als wäre das eine Geschichte aus einer ganz, ganz anderen Welt. Recimo, ker je bral, kako pogumni kurirji skozi sneg in dež nosijo časopise, ki so bili edino okno v svet, edina povezava s svetom. Zum Beispiel bei dem Teil, wo beschrieben wird, wie die Kuriere durch Wind und Schnee die Zeitungen austragen, und diese Zeitungen, die waren ja eigentlich das einzige Fenster zur Welt. Da je to nek davni svet, sem se prepričal pred eno uro. Da je to res nek davni svet, sem se prepričal pred eno uro. Dass das wirklich eine sehr, sehr lang vergangene Welt ist, davon habe ich mich vor einer Stunde überzeugt. Imel sem intervju z nekim novinarjem, ki je izgubil službo, ker je njegov časopis izginil. Ta časopis, ki je najstarejši avstrijski in dunajski časopis, se imenuje Wiener Zeitung. Ich hatte nämlich vor dieser Lesung hier ein Interview mit einem Journalisten der Wiener Zeitung. Und wie wir wissen, die Wiener Zeitung, die ja jetzt eigentlich die älteste Zeitung der Welt, die jetzt eingestampft wurde kürzlich. To se pravi, da je to roman dejansko iz sveta, ki je imel neke druge zakonitosti, ideološke zakonitosti drugačne, atmosfero drugačno, način življenja je bil drugačen. Tako da je pravzaprav skoraj kot neka pravlična zgodba. Es ist also tatsächlich ein Roman aus einer ganz anderen Zeit, die mit anderer Atmosphäre, anderen Stimmungen, anderen Strömungen eigentlich existiert hat. Also ja, es ist fast so etwas wie ein Märchen oder eine märchenhafte Erzählung. Vendar pa skozi to spoznavanje sveta takšnega, kot je bil takrat, ki je tudi svet avtorja po svoje, njegov junak spoznava tudi stvari, ki so od začetka civilizacije podobne: ljubezen, prevara, izdaja, sovraštvo in vse drugo. Boj za oblast. Aber dadurch, durch dieses neue Kennenlernen dieser Welt, die auch natürlich ein Teil der Welt, also ein Teil des autobiografischen Autors ist, lernt dieser junge Mann, lernt Daniel auch viele Dinge kennen, die in der Zivilisation schon seit immer bestehen, sei es jetzt die Liebe, sei es Kampf also Machtkämpfe, sei es schöne Dinge, sei es hässliche Dinge, all das durchzieht sich durch die Jahre. Das mit dem Märchen auseinander, in einem Staat aufgewachsen,
Also in Österreich einen besonderen Landstrich, der noch sehr stark nationalsozialistisch kodiert war und noch immer das ist, nämlich Österreich. Aber es gibt in deinem Buch viele Beschreibungen, Sätze, auch das mit den Zeitungen, mit den Zeitungsaustragen, wo diese Zeitungskolporteure kommen, die waren bei uns, das gab es ja auch in Oberösterreich, starke SPÖ, und die haben die Arbeiterzeitung ausgetragen und das ist in Wohnblöcke gekommen oder in unsere Arbeitersiedlungen. Ich habe zuerst schon gesagt, diese Buch 125, das ist eine hochkodierte Maschine. Die konterkarierst du mit einer DKW 250. Ja. Ja. Und das ist nur mit diesen beiden Maschinen, ja, steckt da so viel drinnen. Und natürlich wird uns die Kindheit, die Jugend, die Vergangenheit, weil die dann doch 50 Jahre zurückliegt, bekommt sie irgendetwas Märchenhaftes. Umgekehrt erinnert man sich im Älterwerden, und das geht mir auch schon langsam so, immer mehr an diese Jugendzeiten. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf das, was mir beim Lesen mich so bewegt hat, dass da so vieles drinnen steckt. Das hätte genauso gut zum Beispiel in Steyr sein können. Ja, natürlich. Ne, Steyr. Steyr in Oberösterreich. Zgodnja Avstrija, to je na mestu, da bi se tudi tam lahko to igralo. Von der Größe eine vergleichbare Stadt mit Maribor, Autoindustrie etc. Am Fluss. Mogoče niso imeli toliko kemperjev, kot smo imeli pri nas, oziroma ta konflikt najbrž ni bil tako oster, kot je bil pri nas v tistih letih. Diese Parallelen gibt es bestimmt, aber vielleicht so mit dem Unterschied, dass es dort in Steyr nicht so viele Kämpfer gab wie eben in Jugoslawien damals, also nicht so viele Konflikte. Das ist vielleicht. Also ich erzähle jetzt nicht über die Februarkämpfer in Steyr, die gab es auch, diese Kämpfer. Es gab auch diese Genossen, die sehr stark romantisiert haben Jugoslawien. Und du weißt, dass ich davon geprägt bin. Es kommt der Marschall Tito vor, also als Überfigur, und ist bei diesem Vater, aber es kommt natürlich auch der Konterpart vor. Du hast einmal den Vergleich zwischen Göring und Marschall Tito, die weiße Uniform, oder der Hitler auf der Brücke in Maribor. Ja, seveda. Torej, jaz ne bi rad delal zdaj primerjav med Avstrijo in Slovenijo iz tega časa, ker si tega ne upam, ker tega situacija iz Steyra ne poznam. Verjetno je bila atmosfera res podobna. Also ich möchte jetzt an dieser Stelle keine Vergleiche zwischen Österreich und Slowenien anstellen, aber wahrscheinlich war die Atmosphäre sehr ähnlich. Ampak ta figura Tita kot preroka, ki smo ga gledali otroci in vsi drugi, ki smo ga gledali v kinodvoranah s črnim podom in kjer so nas brizgali z nekimi protibacidnimi elementi, ne vem s čem, DDT-jem ali nekaj takega. Na sliki pa je v beli uniformi se vozil prerok za svojo ladjo in tako naprej. Verjetno česa podobnega v Avstriji niso doživeli. Also wenn man jetzt bedenkt, die Figur des Tito, auf die wir Kinder hinaufschauen mussten, während man uns mit DDT abgesprüht hat, zur Desinfektion, während Tito dort stand mit seinem weißen Anzug. Also solche Situationen gab es wahrscheinlich in Österreich damals nicht. Po drugi strani pa temu mojemu fantu, ker ga je mama poslala k veroukom, k kapucinom, pripovedujejo, da še zmeraj, da letajo po nebu angeli in da so preroki neki drugi ljudje. Andererseits wird Daniel, der von seiner Mutter zum Religionsunterricht bei den Kapuzinern geschickt wird, ihm wird erzählt, eben, dass die Engel noch im Himmel fliegen und dass diese Prerok, fällt mir jetzt nicht ein, danke, dass die Propheten andere Personen sind und eben nicht Tito. V šoli pa mu pripovedujejo, in to je tudi moja izkušnja, to sem jaz slišal na lastno ušesa, ko je prišla učiteljica in je rekla, poglejte, Gagarin je letel v nebo, sovjetski kozmonauti letijo z vesoljskimi ladjami in tam ni nobenih angelov, o katerih vam pripovedujejo kapucini. Nobenih angelov niso videli tam zgoraj.
In der Schule wird den Kindern dann allerdings erzählt, und das hat auch ich, also der Autor selber erlebt, dass die Lehrerin betritt den Raum und sagt, so, Gagarin, also die Russen sind ins Weltall geflogen, die sind zum Himmel geflogen und es gibt dort einfach keine Engel. Also sie haben nachgeschaut, es gibt sie nicht. Torej, skozi to zmešnjavo sveta, ki ga razpoznava, se mora prebiti moj mladi junak. So durch dieses Chaos der Welt, das er so langsam kennenlernt, muss sich eben der junge Protagonist Daniel durchkämpfen. Bevor ich die nächste Stelle lese, möchte ich noch was bemerken. Als ich begonnen habe, deine ersten Romane zu lesen, und wir hatten damals dann ein Projekt in der Perspektive Jugoslawien Revisited, warst du natürlich auf der Autorenliste. Ich hatte aber einige Kritik, weil mir einfach gesagt wurde, also Drago Jančar, das ist ja ein rechter Autor. Ich konnte ein rechter Autor, also ein rechter politisch Autor, und ich konnte das aber aus der Lektüre nicht verifizieren. Ich wiederhole das noch einmal, weil du denunzierst keine deiner Figuren ideologisch. Und für mich war dann aber wirklich interessant, wie du dann gekommen bist. Du hast zugesagt, du kommst, und dann hast du zu mir gesagt, du verstehst nicht, warum ich dich eingeladen habe. Wir konnten das dann klären. In der Zwischenzeit hat sich das, glaube ich, dieses Vorurteil gewisser Kritiker, gewisser Personen dir gegenüber sehr stark geändert. Ich dachte und wusste, dass ich werde nicht leicht mit dir zu sprechen. Ja. Ich weiß es umso mehr zu schätzen, dass du es tust. Ne vem, od kod je prišla ta kritika, ampak jaz sem bil res kritik prejšnjega režima, tja do 90-ih let in še nekaj časa. Ich weiß jetzt nicht, wo diese Kritik konkret hergekommen ist, aber es stimmt, ich war tatsächlich bis in den 90er und auch darüber hinaus ein großer Kritiker dieses einstigen Regimes. Če je bila kritika diktature nekaj, kar naj bi bilo desnega, potem sem na desni. Vendar je to diktaturo kritizirala tudi vsa levica, že v 60-ih, 70-ih letih, pravzaprav že v 50-ih letih je eden od glavnih komunistov Jugoslavije, pisal se je Milovan Džilas, začel kritizirati to diktaturo kot diktaturo rdeče buržoazije. Also wenn es etwas Rechtes sein soll, dass man dieses Regime kritisiert, dann bin ich eben rechts, muss man so sagen. Es war allerdings auch so, dass auch schon die Linken in den 60ern, 70ern, bereits auch schon in den 50ern dieses Regime kritisiert haben, zum Beispiel auch der Autor Milovan Džilas. Ja, also so Kritik kam ja nicht von ungefähr. Zato seveda to oceno, ki si jo omenil, absolutno odbijam. Zaradi tega, ker sem imel za nekakšnega svobodomisleca, ki pa si ni izbral ideološke strani po teh kriterijih tradicionalnih levo ali desno, ampak po kritiki opresije, nesvobode. Ich möchte diese Kritik mit Recht eigentlich wirklich von mir weisen, aber ich habe mich selber eigentlich immer als Freidenker gesehen, der sich seine Ideologie jetzt nicht nach links oder rechts ausgesucht hat, sondern einfach meine Kritik von Oppression, von Unterdrückung und so weiter, dahingehend habe ich meine Ideologie ausgerichtet. Tako da boš držalo tisto, kar si povedal v drugem delu. Jaz pravzaprav, ko pišem literaturo, ne pišem politične literature v tem smislu. Pišem o ljudeh, kako so živeli, kako živijo, kaj sanjajo. Deswegen möchte ich auf den zweiten Teil dessen, was du vorher gesagt hast, weiter zurückkommen. Also wenn ich Literatur schreibe, schreibe ich nicht politisch, sondern ich schreibe über die Menschen, ich schreibe über das, was sie bewegt, ich schreibe über das, was sie dazu bringt, was sie tun, einfach über das Leben der Menschen. Kakor ta roman so tudi nekateri drugi moji romani, pa seveda naslikani na ozadju velike neke zgodovinske situacije.
Allerdings natürlich sind meine Romane natürlich auf den historischen Hintergrund gemalt. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Kadar sem želel govoriti o politiki, sem govoril eksplicitno. Wenn ich über Politik spreche, dann mache ich das sehr explizit. Bom povedal primer. V mladih študentskih letih sem bil urednik študentskega časopisa z imenom Katedra na Univerzi v Mariboru. Als Student war ich Redakteur der Studentenzeitschrift Katedra. Genau, der Studentenzeitung Katedra. In sem napisal za ta časopis nek uvodnik, ki je imel naslov Za načelo pluralizma. Ich schrieb einen Leitartikel mit dem Titel Fürs Prinzip des Pluralismus. Niti v sanjah nisem imel v mislih, da bi to moral biti večstrankarski sistem, parlamentarni sistem, kaj takega, ker o tem sploh nismo razmišljali. Kot študent, star sem bil 18 let, 19 let sem si želel več kisika, več svobode, več prostih debat. Zdelo se mi je, da je vse omejeno, kot se marsikateremu mlademu človeku zdi tudi danes. Ampak meni se je zdelo to takrat. Ich hatte damals mit 18 überhaupt nicht im Sinn, dass es sich dabei irgendwie um ein Mehrparteiensystem handeln sollte, sondern worüber ich schrieb war, ich wollte mehr Luft, ich wollte mehr Freiheiten, ich wollte raus aus dieser Enge, worüber eben junge Menschen so schreiben. Mehr Sauerstoff. Ja, in reakcija bila pa strahovita. Sestavili so se partijske celice komunistične partije na univerzi, kritizirali in so uredništvo razpustili. Die Reaktionen waren schrecklich, also die kommunistischen, also auf der Uni, die Kommunisten haben es eigentlich veranlasst, dass die Redaktion dann aufgelassen wurde, die Zeitung. Torej je politika prišla k meni, ne jaz k politiki. Die Politik kam also zu mir und nicht ich. In prišel je pozneje trenutek, ko sem zagledal še hujše težave s politiko, o čem zdaj ne bi govoril, ker je to dolga zgodba, ko sem se odločil, da ne samo, da bom ločil literaturo in svoj družbeni angažma, ampak da se bom pravzaprav ukvarjal, koliko je mogoče, samo z literaturo in to počnem zadnjih 30 let. Später im Laufe meines Lebens kam es noch zu viel schwerwiegenderen Konfrontationen mit der Politik, worauf ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Was ich aber sagen möchte, ist, ich habe mich damals dann dazu entschlossen, mein politisches und mein literarisches Schaffen strikt voneinander zu trennen und das mache ich seit die letzten 30 Jahre auch so. Vendar, kdor je prebral samo 5 mojih stavkov, bo videl, da to niso stavki nekega političnega angažmaja ali stališča, ampak so stavki človeškega preživetja in človeškega dostojanstva. Wer nur 5 meiner Sätze liest, wird sofort sehen, dass es nicht die Sätze von politischem Engagement sind, sondern wirklich 5 Sätze von menschlicher Würde und menschlichem Glück. Ja, das kann man nicht so viel besser ausdrücken. Neben den Zeitungen, die die Welt öffnen, gibt es natürlich den Radio, aber im Radio, wenn ich es jetzt so im Kopf habe, hört man eigentlich immer Polka und Volksmusik. Die Musik spielt eine Rolle, Partisanenlieder, das Akkordeon des Erzählers, der dann immer, das sind wunderschöne Szenen, der Vater, der mit seinen Partisanenkampfgefährten die Küche okkupiert, es wird getrunken und um 4 Uhr früh muss der Erzähler dann das Akkordeon auspacken und die Partisanenlieder begleiten. Aber doch spielt Musik dann, nämlich die Musik, die in dieser Zeit prägend war, eine untergeordnete Rolle. Die Frage ist einfach so, warst du nie ein Beatles-Fan? Da moderna glas v teh časov nima take velike vloge, če nikoli niste bili fan Beatlesov. Jaz? Vi, ja. Osebno, kako da ne. Jaz nisem Beatlesov, res nisem maral, pač pa Rolling Stones. War kein großer Beatles-Fan, aber Stones. Bilo je pa v teh časih, pa seveda je bila ta glasba, polke, valčki in partizani, ki so sicer peli borbene pesmi, tudi jaz sem jih pel in igral na harmoniko, so imeli vsi radi to alpsko glasbo. To se mogoče zdi komu komično, ker vsi mislijo, da so prepevali in poslušali ruske ali pa nemške borbene pesmi, ne poslušali tudi valčke in polke. Die Walzer und die Polkas und auch diese Partisanenlieder waren damals sehr beliebt. Ich habe damals selbst auf der Harmonika, auf der Ziehharmonika Partisanenlieder gespielt.
Und die Leute mochten diese Volksmusik, diese Alpenmusik, und viele mögen vielleicht denken, dass damals russische Kampflieder, deutsche Kampflieder gesungen wurden, aber nein, wir hatten unsere Musik und die war sehr beliebt. Spominjam se nekega partizana iz študentskih let, s katerim smo prijateljevali, ta je bil res pravi borec, junak, ampak traumatiziran od vojne, precej je pil in tako naprej. Ich erinnere mich an einen Partisanen-Studenten an. Er war ein sehr Vollblutkämpfer, ein sehr überzeugter Kämpfer, aber natürlich auch schwer traumatisiert. On si je dal v svojem stanovanju čez celo steno naslikati gozd, ogenj in partizane, ki sedijo okrog tega ognja. Er ließ also in seiner Wohnung ein Gemälde anfertigen über die ganze Wand von einem Wald und ein Lagerfeuer, und um das Feuer sitzen Partisanen. Vzel je steklenico vina in legel na tla. Imel je pa tudi magnetofon, takrat so bili še magnetofoni na trakove, in je poslušal Avsenikovo glasbo. Er hat eine Flasche Wein genommen, hat sich auf den Boden gelegt und dann mit diesem Magnetophon, also manche kennen das wahrscheinlich noch, hat er dann die Gruppe Ausenik gehört. To je šlo skupaj na nek čuden način. Auf eine seltsame Art und Weise hat das zusammengepasst. In diesem düsteren Herbst, wie Daniel sagt, als wir durch Haufen faulenden Laubs gestapft sind und die Bäume ihre schwarzen Äste unter den finsteren Himmel gereckt haben, hatten sie damit, dass sie darüber sprachen, auch upam, da so poslušalci zaslužili velike ironije v življenju besedilu. Also ich hoffe, das Publikum konnte jetzt auch ein bisschen Ironie in dieser Textstelle herausmalen. Bolj se bojim, Walter, da jih bomo prestrašila s tem romanom in da Mišo več ne bo verjel, da pravzaprav pišem ljubezenske romane. Aber Walter, ich befürchte, wir werden jetzt das Publikum hier ein bisschen verschrecken mit diesem Roman und dass die Leute mir nicht mehr glauben, dass ich in erster Linie, dass ich eigentlich Liebesromane schreibe. Na srečo sem v prejšnjem romanu dal besedo, čeprav zelo nerad, ampak se je dal v naslov romana, povejte še naslov romana. Wenn die Liebe ruht, also zum Glück habe ich in meinem letzten Roman, Wenn die Liebe ruht, dieses Wort auch gleich in den Titel hineingepackt. Tako da bodo verjeli, da gre za ljubezenske zgodbe in tudi v tem romanu je ljubezenska zgodba, ki se v tem detajlu prelomi v manj nesrečnejši trenutek. V detajlu, ki ga je Walter prebral. Also anhand des Titels Wenn die Liebe ruht, glaubt man mir also hoffentlich, dass ich Liebesromane schreibe, und die Liebe kommt eben auch in diesem Roman hier vor, als die Welt entstand, wie die Welt entstand. Und in dieser Textstelle, die der Walter Fandler jetzt vorgelesen hat, bricht sie diese Liebe in einen eher unglücklichen, also wird zu einem unglücklichen Moment, aber sie ist da. So ohne Angst, es ist nicht über Tito und Partisanen und so weiter. Das habe ich auch nicht behauptet, ich habe auch nicht die Befürchtung, dass wir das Publikum verschrecken. Ich möchte aber auch sagen, auch in dieser Szene, die Zärtlichkeit, mit der du diese Helena schilderst aus der Perspektive des dann spät pubertierenden im Herbst, also im Herbst, vom Frühling in den Herbst. Das ist natürlich immer noch ein großer Liebesblick, wird erzählt. Skozi ljubitev v tem času med pomladjo in jesenjo se razvije neka, nasplošno bi rekli majhna, ampak zanjo velika ljubezenska zgodba z težkim koncem, ki ga ne bomo povedali. Also genau in dieser Zeit zwischen Frühling und Herbst entwickelt sich eine zwar kleine, aber für Helena selbst eine große Liebesgeschichte, deren Ende wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten möchten. In to je del spoznavanja sveta skozi Danielove oči, skozi oči fanta, ki vstopa v svet, v življenje. Auch das ist Teil des Erkennens der Welt, des Kennenlernens der Welt durch die Augen des jungen Daniel, der jetzt durch diese Welt schreitet und diese Welt eben für sich entdeckt. Also diese Liebesgeschichte verraten wir nicht, aber trotzdem lese ich jetzt noch die letzten Absätze aus diesem wunderbaren Buch. So ist es mit den Seelen. Mit den Körpern ist es anders. Von
Janscher. Danke für ausgezeichnete Lesung. Ich hoffe, dass es nicht 4 Jahre dauert, bis wir dich wieder hier haben. Ich danke sehr herzlich Marietta Waggon. Sehr gerne. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt die Bücher draußen am Büchertisch und Drago Janscher ist natürlich auch bereit.